It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed, went to bed, couldn't get up in the morning. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went. Mein Name ist Armin Maivis. Ich habe einen Mann auf dessen Wunsch hin getötet, geschlachtet und gegessen. Jetzt erzähle ich die ganze Geschichte. Gewaschen und so weiter, blanchiert, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Pulver und dann eben in der Pfanne kurz angebraten. Aber können Sie verstehen, dass es da Leute gibt, die das ganz schrecklich und furchtbar finden? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Problem, dass, oder wie soll man es ausdrücken, für mich war es normal zu dem damaligen Zeitpunkt. Und jeder, der im Prinzip sich da nicht hineindenken kann, für den ist es was Monströses. Nur im Prinzip bin ich ein ganz normaler Mensch. Ich habe eine verrückte Idee, ich habe sie umgesetzt. Und Bandes hatte eben auch diesen verrückten Wunsch, den er sich erfüllt hat. Und wenn man in die Köpfe von anderen Leuten reingucken könnte, was da teilweise für Vorstellungen und Fantasien rumgeistern. Und gerade hier im Gefängnis habe ich also die Möglichkeit, auch mit vielen Leuten zu sprechen. Wenn die wüssten oder andere Menschen wüssten, was die für Fantasien haben, die würden die Menschen nie wieder angucken. Jeder hat Fantasien, aber die Art von Fantasien, über die wir hier sprechen, die sind ja so, wenn Sie sagen, dann würde man gar nicht mehr mit diesen Leuten sprechen. Haben Sie nicht Angst man muss davor? mit der Fantasie umgehen können. Ich habe die Fantasie umgesetzt und das war der Fehler. Wenn man die Probleme erkannt hat und wenn man die Möglichkeiten hat, diese Fantasien zwar zu erleben, aber nicht auszuleben und mit diesen Fantasien umzugehen und anders damit umzugehen, offener damit umzugehen, dann kommt es auch nicht zu einem entsprechenden Ausbruch, dass man es tatsächlich machen will oder muss oder wie auch immer. Sind Sie mal auf die Idee gekommen, dass der Herr Brandes vielleicht total krank war? Dass der gar nicht in der Lage war, das zu beurteilen, was er da macht? Krank war er, bin ich selbst auch. Nur laut dem Gutachten lag bei Bernd und auch bei mir zwar der Krankheitswert nahe, aber eben nicht vor. Das heißt also, er wusste genau, was er tut. Und ich wusste es auch. Das heißt, natürlich ist das krank. Krank ist oder eben nicht normal. Denn normal ist ja alles, was die Gesellschaft vorgibt. Und wenn etwas passiert, was eben außerhalb dieser Norm liegt, dann ist es eben nicht normal. Und alleine schon zu wissen, das ist nicht normal, das reicht eben aus, um nicht krank zu sein.